Hey Ann, du engagierst dich schon seit 8 Jahren im Vereinsvorstand bzw. im Leitungsteam von der Metal Church. Warum? Ähm, Als ich dort dazugekommen bin, ist das für mich einfach, also eben in die Metal Church hineingekommen bin, das ist für mich Heimat gewesen. Also ich habe meinen Glauben mit Beruf und ja, den Metal können verbinden. Das ist einfach wirklich Heimat und ja, einfach das Wohlwollen, das aufgenommen werden, ja, mit dem, wo ich bin und kann und einfach, ja, das hat mich Ja, das hat mich wirklich reingenommen. Und im Vorstand, ja, eben, ich bin eher so ein bisschen die ruhige Person, so ein bisschen beobachtend, aber ja, es ist für mich sehr wertvoll, ja, einfach auch die Durchmischung, vielleicht auch gerade vom Alter und so die verschiedenen Sichtweisen und ja, gefällt mir einfach. Es ist mir wohl. Und gerade mit den Menschen, die ich unterwegs bin, ja. Also schätzen wir dich auch. Und auch gerade so die Sache eben, auch wenn du viel auch ruhig bist, in diesen Momenten, gibt ganz wichtige Momente, wo du eben etwas zu sagen hast, oder auch wenn du nichts sagst, wir wissen, okay, da sind wir auch auf Kurs. Das ist mega wertvoll. Jetzt hat es Veränderungen gegeben im Leitungsteam letztes Jahr. Erzähl, Hurti, was hat sich da verändert, personell? Ja, eben, der Thierry ist dazugekommen, macht das Personelle. Der Marcel ist gegangen, nach manchem Jahr. Wir haben einen neuen Präsidenten bekommen, der Simon. Und, ich überlegen. Nein, ich glaube, das ist so. Habe ich auch, Ist das? habe ich auch so im Kopf. Hast du so im Kopf? Mal, ja, im Prinzip auch ein neuer Wind reinkommen, aber auch eine neue Dynamik. Man muss sich wieder neu finden. Und ja, sein Plätzchen suchen, also es ist für jedes so, aber auch spannend. Finde ich gut. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist ja wie auch gerade zusammengekommen mit den Veränderungen, die sonst immer waren, mit auch Sachen, die wir haben dürfen wachsen in den letzten Jahren. Und jetzt eben auch mit neuen Leuten im Team. Und jetzt geht es wieder darum, das neu zusammen zu sortieren. Aber für mich korrespondiert es also ein bisschen mit dem, was sonst passiert im Gesamten von der Metal Church. Ja, genau. Ja, es ist auch ein Wachsen. Also wir sind ja auch mehr geworden, oder? Ja. Genau. Genau. Aber gesund. Ich führe auch ganz eine coole Dynamik, wo uns gut tut. Mein nächster Entwicklungsschritt. Ja, genau. Es ist aber eben so, du bist ja nicht nur einfach irgendwie da Beisitzerin im Vorstand, im Leitungsteam, sondern du machst eben auch ganz viel Praktisches. Unter anderem wirkst du als Lektorin in verschiedenen Gottesdienstformaten mit. Für die jetzt das Kirchenwort Lektor nicht kennen. Was macht eine Lektorin? Lesen. Einfach biblische Texte lesen, ja, oder nachher eine Pfarrperson kann auslegen. Ja. Und wieso machst du das? Also wie kommt man drauf, dass ich klar, wir haben dich gefragt auch, ob du das machst, aber wie kommt man drauf, das zu machen? Ja, das hat auch ein bisschen mit meinem Beruf als Katechetin zu tun und ich habe selber Predigt und dort gelesen und ich habe Freude am Lesen. Ich glaube zwar nicht, wie ich früher gelesen habe als Kind, aber ja, nein, es macht mir einfach Freude und ich mache es gerne, ja. Das ist cool. Jetzt haben wir ja auch eine Schulung gemacht letztes Jahr, wo es darum gegangen ist, wie lesen wir eigentlich mit einem Profi. Wie hast du das erlebt? Oder was hat das ausgelöst, dass man mit anderen, die irgendwie als Lektoren oder Moderatoren wirken, zusammengekommen sind mit der Kirchgemeinde zusammen? Magst du dich erinnern? Ja, also einfach mal, ja, eben, wir haben ja eben auch gelesen, wir haben einander beurteilt. Und das ist schon noch gut, mal so ein Feedback zu bekommen, wie machst du es, da könntest du noch etwas Besseres machen, das machst du schon gut. Also für mich ist das schon eine wertvolle Geschichte gewesen, ja. Ja. Ich mag mich auch erinnern, dass es wie, dass wir über gewisse Themen das erste Mal überhaupt geredet haben, zwar eben nicht nur, wenn ich irgendwie mit dir geredet habe oder irgendwie mit der Noemi oder dem Alex oder wer da immer war, sondern dass wir irgendwie, aha, was ist eigentlich unsere Situation? Was macht das? Oder auch, wir haben es mit der Kirchgemeinde zusammen gemacht, so ihre Situation, der Kirche zu Kilpeg ist eine andere als bei uns im Soho. Genau, ja.
Du engagierst dich eben auch als Lektorin auch in den spezielleren, eben nicht quasi im Event-Setting, sondern zum Beispiel in der Osternacht, morgen früh, schon seit Jahr und Tag eigentlich, Osternachtsgottesdienst. Wieso das? Oder was bedeutet dir der Ostermorgen? Also für mich ganz persönlich ist das wahrscheinlich fast der wichtigste Event, ja. Also schon am Morgen dorthin zu kommen, in der Dunkelheit, dort so, und dann das Osterfeuerchen, das dort schon so ein bisschen brennt, und dann trifft man sich dort und geht in die dunkle Kirche rein. Und dann eben so mit die Wort und Musik, also eben noch in der Dunkelheit. Und für mich ist das eigentlich auch so ein Highlight, das mich auch immer wieder sehr berührt, wenn ich nachher darf raus als Osterfeuer mit der Osterkerze das Licht in die Kirche holen und das dann verteilen. Also das ist für mich, ja, er ist auferstanden, oder? Also das Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, Genau. das ist für mich wirklich, jedes Mal, wenn ich dort raus kann, das Licht reichen, das ist für mich wirklich sehr berührend. Ja, Ja, ich bin das auch so. Ich bin mega froh, dass du also treu dabei bist. Es gibt immer wieder auch Leute, die sagen, ja, wäre schon cool, aber ist so früh am Morgen. Finde ich ja auch. Ich glaube, du auch. Ja, ja. Aber es lohnt sich, gell, aufzustehen. Unbedingt, ja. Jetzt haben wir noch einen anderen so einen Gottesdienst. Noch eine andere Form, wo es auch ein Feuerabend gibt, All Hallows Eve. Machen wir seit 5 Jahren. Wie läuft denn All Hallows Eve ab? Das finde ich auch, also das ist mir auch sehr, sehr wichtiger ja, Event, wo du einfach mit dir selber über wo du verloren hast oder wo gegangen ist, kannst du darüber nachdenken. Eben fernab von dem Halloween sowieso, oder? Wo wir sonst als Süßes und Saures kennen, oder? Einfach wirklich dort sich mal drin hineingeben und das geschützte Setting für die Menschen, die das eigentlich auch suchen. Und ja, wenn wir dann nachher, nach einer kurzen Wanderung zum Feuer kommen und sich über die Menschen Gedanken machen, dann kannst du die auch austauschen. Und ja, es ist auch so eine, wo du in die Stille auch gehst. Oder? Mhm. Und nachher hast du aber das Mitgericht auch noch, dass man feine Suppe hat dürfen essen, gell, mit der Silvia abends zusammen. Und das Bier, ein bisschen Musik, das gehört auch gut, dazu, das gehört auch beim Nachtgottesdienst dazu, einfach noch die Gemeinschaft feiern, irgend am Feuer mit eben Wurst oder Suppe. Oder? Und einem feinen Bier, ja. Genau. Wenn du jetzt das letzte Jahr zurückschaust, gibt es noch anders? Du hast die Osternacht schon gesagt, die dir mega viel bedeutet. Wenn du das letzte Jahr zurückschaust, gibt es anders, wo dir noch wie hängen geblieben ist und denkst, wow, da bin ich mega dankbar, da habe ich mega Freude. Also jetzt gerade so spontan, konkret. Ja, es gibt verschiedene Beispiele. Also eben überhaupt Gottesdienste. Und eben einer, der mir natürlich auch sehr eingefahren ist Wacken. Ja. Der Gottesdienst, dass wir dort dürfen sein und ja, dass ich dort teilnehmen konnte, das war für mich auch so ein Highlight gewesen, ja. Ja, dann haben wir uns zusammen im Hohen Norden getroffen. Du als Besucherin am Festival mit der Bitze zusammen. Genau. Und Adoramus ihren letzten gottesdienstlichen Einsatz hatten, unsere Band. Und ich durfte bei der Predigt mitwirken. Genau. Aber eben, es ist nicht nur ich oder nur die Band, sondern sie dürfen zusammen das feiern. Ja. Das ist cool. Ja, oder eben auch Summerside, das ist wirklich auch so ein, für mich auch etwas Neues gesehen, aber auch cool. Ja, hat mir gefallen. Ja. Es gibt ein Foto, also für die Bildstrecke dann noch schauen wollen, lohnt sich. Es gibt ein Foto von dir, wo du spät am Abend ein langes Gespräch führst mit jemandem. Von hinten, du bist auf dem Tisch hinten dran, der Stand. Unglaublich schön, die Begegnungen dort auch von Leuten. Ja, Smalltalk, gell, aber eben auch ganz tiefe. Gerne ist beides wertvoll. Das hat mir auch, das ist mir auch sehr nahe gegangen, ja. Eben so, ja, checkst du es da, die 10 Seconds, oder was haben wir, 22 Ja, 10 Sekunden. 10 Sekunden, ja. Und Halkerum, eben, das ist ganz ein langes Gespräch, aber es ist wertvoll, ja. Hey,
Hey Anne, merci vielmals für dein Engagement all die Jahre schon und ich freue mich, weiter mit dir zusammen unterwegs zu sein. Ja. Merci vielmals. Ja, danke dir und ja, alle, die dabei sind, mal machen es gerne.